Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 23 Die Ebströmung. Das Korakel ist, wenn ich noch Gelegenheit hatte, zum Erfahren, ein sehr wasserfestes Boot gesehen für einen Mensch von meiner Grösse und von meinem Gewicht. Es war leicht und hat sich gut auf dem Wasser gehebt. Aber es war ein höchst eigensinniges Fahrzeug, das schwierig war zum Lenken. Man konnte machen, wie man wollte. Das Korakel ist immer gegen Lee hin abgetrieben. Und sich fortlaufend im Kreis zu drehen, war eines seiner Lieblingsmanöver. Sogar der Ben Gunn hat zugegeben, sein Korakel sei eben ein sonderbares Boot und es bräuchte ein bisschen, bis man daraus käme. Jedenfalls bin ich nicht daraus gekommen. Es hat sich in alle Richtungen gedreht, nur nicht in die ich wollte. Die meiste Zeit sind wir mit der Breitseite Fürschung gefahren und ich bin fest überzeugt, dass ich das Schiff niemals erreicht hätte, wenn die Ebströmung mir nicht geholfen hätte. Zu meinem Glück hat sie mich auf den rechten Weg gebracht. Mit nur Paddeln hätte ich das nicht geschafft. Und auf einmal ist die Hispaniola mitten in meinem Kurs gelegen, sodass ich sie kaum verfehlen konnte. Zuerst ist sie von mir auftaucht wie etwas, das noch schwärzer war als die Finsternis. Darauf haben ihre Spieren und ihren Rumpf angefangen, Gestalt anzunehmen und darauf aber, weil je weiter ich gekommen bin, desto schneller ist die Ebströmung geworden, bin ich von ihrer Reling gelegen und konnte das Ankertau greifen. Da war so straff gespannt wie eine Bogensehne. So stach hat die Hispaniola an ihrem Anker gezogen. Rund um den Rumpf um mich hat in der Finsternis die Strömung blubbert und es hat tönt wie ein murmelnder Gebirgsbach. Ein einziger Schnitt mit meinem Matrosenmesser und die Hispaniola hat vom Strom abtreiben. So weit ist alles schön in Ordnung gesehen. Aber auf einmal ist mir in den Sinn gekommen, dass ein straff gespanntes Ankertau, wenn es durchgeschnitten wird, ungefähr so gefährlich ist wie ein Ross, das ausschlägt. Wenn ich so tollkühn wäre, die Hispaniola von ihrem Ankertau loszuschneiden, so ist 10 gegen 1 darauf zu wetten, dass ich mitsamt meinem Korakel einen Pürzelbaum durch die Luft machen würde. Darum habe ich mich davon gehütet, das Ankertau zu kappen. Wenn das Glück mich nicht einmal mehr ganz besonders begünstigt hätte, so hätte ich mein Vorhaben aufgeben müssen. Aber der leichte Wind, der am Anfang aus dem Süden und Südosten gegangen ist nach dem Anbruch der Nacht in einen Südwestwind umgeschlagen. Wo ich noch überlegt habe, was ich tun soll, ist auf einmal ein Windstoß gekommen, hat die Hispaniola gepackt und sie in die Strömung hineingetrieben. Zu meiner grossen Freude konnte ich spüren, wie das Kabel, das ich noch gepackt hatte, locker geworden ist und meine Hand ist für eine Sekunde ins Wasser eingetaucht. Da habe ich mich sofort entschlossen, habe mein Matrosenmesser aus der Tasche genommen, habe es mit meiner Zehe aufgemacht und dann vom Ankertau einen Strang nach dem anderen durchgeschnitten, bis das Schiff nur noch von 2 Strängen gehebt worden ist. Dann bin ich ruhig liegen geblieben, zum Abwarten und die beiden letzten Stränge erst durchschneiden, wenn die Spannung wieder durch einen neuen Windstoß gelockert werden würde. Während dieser ganzen Zeit habe ich von der Kajüte her laute Stimmen gehört. Aber, zum die Wahrheit zu sagen, bin ich so vollständig mit anderen Gedanken beschäftigt gewesen, dass ich kaum darauf geachtet habe. Weil ich jetzt aber nichts mehr anderes zu tun hatte, habe ich angefangen, ein bisschen genauer zu hören. An der Stimme habe ich erkannt, dass einer der beiden Piraten der Schaloppmeister Israel Hands war, der früher am Flint sein Kanonier war. Der andere war natürlich mein Freund mit der roten Nachtkappe. Die beiden Leute sind offenbar schwer betrunken, aber sie haben immer noch weiter getrunken. Weil, als ich gelesen habe, hat einer von ihnen mit einem besoffenen Geschrei die Sternluke aufgemacht und etwas rausgeworfen. Ohne Zweifel eine leere Flasche. Aber sie sind nicht nur besoffen sondern offenbar auch in einem heftigen Streit. Es hat Flüche gehagelt und es hat solche Wutausbrüche gegeben, dass ich gedacht habe, jetzt würde in jedem Moment die Schlägerei losgehen. Aber jedes Mal ist der Streit für kurze Zeit wieder beigelegt worden. Die schimpfenden Stimmen sind leislicher geworden, bis die nächste Krise gekommen ist, wo dann auch wieder ergebnislos verlaufen ist. Am Strand konnte ich ein grosses Lagerfeuer brennen, von dem der warme Schein durch die Bäume geflimmert hat. Irgendeiner der Piraten
hat ein altes Matrosenlied mit einer schleppenden Melodie und einem langen Schnörkel am Schluss von jedem Vers gesungen. Ein endloses Lied, das nur aufgehört hat, wenn der Sänger schlussendlich die Geduld verloren hat. Ich habe es während der Überfahrt mehr als einmal gehört und habe mich noch an die Worte erinnern. Nur ein einziger am Leben blieb von 75 Mann. Ich habe so für mich gedacht, es sei eigentlich ein recht trübseliges Lied für eine Gesellschaft, die am Morgen so furchtbare Verluste hatte. Aber die Piraten sind nach allem, was ich gesehen habe, so gefühlslos gesehen wie das Meer, über das sie gefahren sind. Endlich ist die Brise gekommen. Der Schoner ist im Dunkeln näher an mich hergekommen. Ich habe gespürt, wie das Kabel wieder schlaff geworden ist und habe mit einem kräftigen Hieb die 2 letzten Stränge durchgeschlagen. Der Ebbstrom hat mich fast augenblicklich über das Bugspriet von der Hispaniola rausgetrieben. Gleichzeitig hat der Schoner angefangen, sich langsam um sich selber zu drehen und mit der Strömung abzutreiben. Ich habe wie ein Verzweifelter paddelt, weil ich an jeden Augenblick erwartet, dass mein Boot kentern würde. Und weil ich gemerkt habe, dass ich das Korakel nicht vom Schiff losmachen konnte, habe ich probiert, an den Stern der Hispaniola herzukommen. Endlich bin ich aus meiner gefährlichen Situation draussen gesehen, wo, gerade wo ich zum letzten Mal abstoßen wollte, meine Hände dünnes Tau berührt haben, wo über die Sternschanzbrüstung runtergehangen ist. Augenblicklich habe ich es gepackt. Warum ich das tun habe, kann ich kaum sagen. Am Anfang habe ich rein triebmässig gehandelt. Aber sobald ich das Tau in der Hand hatte und gemerkt habe, dass es festgehalten hat mein Gewunder Oberhand gewonnen und ich habe beschlossen, mal durch das Kajütenfenster hineinzuschauen. Ich habe mich mit den Händen am Tau aufgezogen. Und als ich gedacht habe, ich bin nahe genug, habe ich es gewagt, einen halben Klimmzug zu machen, sodass ich die Decke und ein Stück vom Inneren der Kajüte sehen konnte. Mittlerweile sind der Schoner und sein kleiner Begleiter ziemlich schnell durchs Wasser glitten. Wir haben uns bereits auf der gleichen Höhe mit dem Lagerfeuer befunden. Das Schiff hat laut geredet, wie die Seeleute dem sagen, wenn unzählige kleine Wellen immer und immer wieder gegen die Planken klatschen. Und erst, als ich über die Fensterbrüstung schauen konnte, habe ich begriffen, wieso die beiden Wachposten nichts gemerkt haben. Aber ein einziger Blick hat mir gelangt. Übrigens habe ich auch nur den einzigen Blick wagen, weil das Korakel unter meinen Füßen keinen Halt geboten hat. Der Blick hat mir den Hans mit seinem Kamerad in einem Kampf um Leben und Tod gezeigt. Sie haben sich gegenseitig an der Kehle gepackt. Ich bin in mein Korbboot gumpet und bin auf die Ruderbank gehockt. Es war höchste Zeit gewesen, weil ich wäre fast am Boot vorbeigumpet. Ich habe in dem Augenblick nichts anderes sehen wie die 2 hässigen, knallroten Gesichter unter der qualmenden Lampe. Ich habe meine Augen zugemacht, damit sie sich wieder an die Finsternis gewöhnen. Die endlose Schifferballade ist schlussendlich doch zu Ende gegangen. Und die ganz so stark betrunkene Gesellschaft am Lagerfeuer hat wieder das Lied angestimmt, das ich so häufig gehört habe. 15 Mann bei des Toten Kist. Joho und ne Buddel, Buddel rum. Suff und der Teufel holten den Rest. Joho und ne Buddel, Buddel rum. Ich musste automatisch daran denken, wie eifrig gerade in dem Augenblick der Suff und der Teufel in der Kajüte beschäftigt sind. Da hat mich plötzlich eine scharfe Wendung vom Korakel überrascht. Das Boot hat sich um sich selber gedreht und dann scheinbar einen anderen Kurs eingeschlagen. Die Geschwindigkeit ist inzwischen sehr schnell geworden. Ich habe sofort meine Augen aufgemacht. Rund um mich herum sind kleine Kräuselwellen gesehen, die ein scharfes, plätscherndes Geräusch verursacht haben und im Dunkeln fast ein bisschen geleuchtet haben. Ich bin immer noch ein paar Ellen hinter dem Stern der Hispaniola gesehen, aber auf einmal hat das Schiff selber angefangen zu schwanken und ich habe in der Finsternis der Nacht ihre Spiere gesehen bewegen. Ja, als ich länger hergeschaut habe, bin ich überzeugt gewesen, dass das Schiff sich gegen Süden gedreht hat. Ich habe einen Blick über meine Schulter geworfen und mein Herz hat gegen meine Rippen geschlagen. Unmittelbar hinter mir ist die Glut vom Lagerfeuer gesehen. Die Strömung hat eine Wendung im rechten Winkel gemacht und ihr sind der grosse Schoner und das kleine Orakel gefolgt. In immer schnellerer Fahrt hat sich die Hispaniola durch den engen Sund zum offenen Meer rausbewegt. Auf einmal hat die Hispaniola vor mir wieder eine scharfe Wendung gemacht, vielleicht 20 Grad, und im gleichen Augenblick habe ich von Bord einen Schrei nach dem anderen gehört.
Ich konnte hören, wie schwere Seemaßstiefel Kajütenstege aufgetrampelt sind und habe gewusst, dass die 2 Trunkenbold endlich mit ihrem Krammel aufgehört haben und das Unglück bemerkt haben, wo über sie hineingebrochen ist. Ich habe mich flach auf den Boden vom armen Boot gelegt und habe in einem frommen Gebet meine Seele ihrem Schöpfer empfohlen. Ich bin überzeugt gewesen, dass am Ausgang von der engen Meeresstraße Schiff und Boot in eine wilde Brandung hineingeraten müssten. Und auch wenn ich vielleicht parat war zum Sterben, so bin ich doch nicht imstande gewesen, meinem herannahenden Schicksal ins Gesicht zu schauen. So muss ich stundenlang gelegen haben, die ganze Zeit von der Wogen hin und her geworfen. Allbald bin ich von einer Sprühwelle durchnässt worden, immer in der Erwartung vom Tod mit der nächsten Woge. Langsam hat mich auch die Müdigkeit überwältigt. Trotz meiner Todesangst ist eine Art Betäubung über mich gekommen, bis ich schlussendlich eingeschlafen bin. Da bin ich im Korakel gelegen, von der Welle hin und her geschleudert und habe von der Heimat und dem alten Admiral Benbow geträumt.